Nimm das. Post, Blume gießen, durchlüften. Ich hab zu Brackelmann gesagt, ich mach das, um unsere Freundschaft wegen. Du kannst wochenlang, habe ich ihm gesagt, wochenlang zu Onkel Werner nach Düddersen und Erbschleichen, solange du willst, ich kümmere mich ganz wunderbar um dein Anwesen. Das habe ich ihm gesagt. Er lacht doch gar nicht über dich. Gelegentlich. Hört dir doch gar nicht zu. Der Glückspilz. Das rührt. Ich habe ihm wirklich einen guten Preis gemacht für meine Gefälligkeit. Aber nee, da fragt er ihn. Und der nimmt noch nicht mal Geld dafür, weil er zu blöde ist. Und weißt du, was Brackelmann noch gemacht hat? Da hat er die Köhmbuddeln, bevor er abgehauen ist, irgendwo auf dem Acker vergraben. Und jetzt habe ich ja zwei Sachen. Ich habe keinen Nennwert und nichts zu trinken. Das ist doch keine Freundschaft. Guck mal hier. Junge, gelangweilte Hausfrau sucht leidenschaftlichen Mann für gelegentliche Treffs. Das rührt, ne? Shorty, vielleicht ein Lütt und Lütt aus unserer alten Freundschaft wegen. Oder hier. Vermögender AK. Hä? Akademiker möchte normal vom bunten Teller des Lebens naschen. Unsere alte Freundschaft braucht mal wieder einen neuen Schwung. Vom bunten Teller! Moin. Moin. Machst du mir ein Gedeck? Oh ja, da bin ich auch gerne mit dabei. Mit einem Apfelsaft, du musst noch arbeiten. Läuft. Was ist das denn da? Das sind so Anzeigen, also von Leuten, die gern mal so sexy sein wollen. Und dann schreiben die hier und dann treffen die sich, also heimlich. Ach so? Dann Ja, und dann? sind die so... Ja. 1957 war ein Schicksalsjahr meiner politischen Laufbahn. Damals leitete ich mit einigem Erfolg den Verkehrsausschuss. Sag mal, willst du dir immer noch keine Notizen machen? Mach ich später, Onkel, weil ich habe gerade so schwere Arme. Schwere Arme. Du musst doch diese ganzen Informationen irgendwie speichern. Na, das sieht ja richtig nach Arbeit aus. Mein Neffe möchte so gern meine Biografie schreiben. Und warum schreibst du die nicht selbst? Also, dazu fehlt es mir nun wirklich an der nötigen Eitelkeit. Ich habe übrigens heute Morgen Clara Gätchen getroffen. Clara? Beim Einkaufen in Töppenstedt. Sie lebt seit 50 Jahren in der Schweiz. Wusstest du das? Und jetzt ist sie wieder hier? Ja, nur für 2 Wochen. Ihre Urenkelin hat Zwillinge gekriegt. Klärchen. Sie hat nach dir gefragt. Tatsächlich? Ich hatte das Gefühl, dass sie immer noch sehr gerne an dich denkt. Mein Gott, das war ein heißer Sommer, kurz nach dem Krieg. Sie hat mir ihre Telefonnummer gegeben. Ruf doch mal an. Schließlich bin ich ein verheirateter Mann, das weiß hier ja wohl jeder. Mach das doch mal endlich aus. Shorty, wenn du mir jetzt heute den Lütt und Lütt ausschenkst und morgen erst den Strich machst, wie findest du die Idee? Ja, und was ist dann morgen? Ja, morgen habe ich ja vielleicht höchstwahrscheinlich wieder das nötige Kleingeld. Na, du ganz bestimmt nicht. Was soll das denn heißen? Wenn Brackelmann dich ins Schlepptau nimmt, dann kann das Wunder ja vielleicht irgendwann geschehen und du zu Bargeld kommen. Aber ohne ihn... Das siehst du ganz falsch, Shorty. Das ist doch genau umgekehrt. Ich bin doch die treibende Kraft all die Jahre und Brackelmann hat davon profitiert. Du bist doch nur der Trittbrettfahrer. Wie willst du es denn jemals ohne ihn zu irgendwas bringen? Die haben auch alle überhaupt gar keine Ahnung. Brackelmann und seine Ideen, ja. Aber ich bin ja auch wer, nicht nur er.
Ich war mir für nichts zu schade. Aber er hat mich ja auch oft nicht so gelassen, wie ich wollte. Ich wollte ja immer aufstreben. Aber er war ja immer dagegen. Wie oft hatte ich doch schon das Gold in die Hände und er hat es wieder weggeschlagen, weil es ihn geblendet hatte. So war das nämlich. Ja. Ach, da ist ja der Erntrillich. Hat er ein Haus gebaut für sich und seine Liebste. Ja, so ist er, der Erntrillich. Tarupp, tarupp. So macht er immer, der Erntrillich. Piep! Ja, hier. Junge, gelangweilte Hausfrau sucht leidenschaftlichen Mann für gelegentliche Treffs. Ja, das kenne ich schon. Ja, aber wo wollen Sie sich denn treffen, die gelangweilten und leidenschaftlichen, wenn Sie so genannt sind wie der Bürgermeister? Ja, doch wohl da, wo Sie keiner kennt und wo Sie keiner vermuten tut und wohin Ihnen keiner folgen kann, weil das nämlich so abgelegen ist. So wie beim Erntrillich und seine Liebste. Und jetzt kommt nämlich meine Anzeige im nächsten Landboten. Für gelegentliche Treffs, abgelegenes Bauernhaus am Arsch der Welt. Ja, Schorri, das brummt. Und spätestens ab morgen kriege ich hier mal wieder was zu trinken, aber satt. So, alle meine Hühnchen. Da. So, tschüss. Ramona, ne? Komm heute Abend. Rechts. Ja. Ja. Hahn ist tot, der Hahn ist tot. Ja, hier ist Art, Brake. Nee, Tönsen. Hallo? Mein Name? Wie heißen Sie denn? Ja, ich hatte meinen Namen doch gesagt, geht es nicht auch ohne? Hallo? Ja, genau. Das Ambiente, ja, das ist... Ja, wir haben hier einen Kühlschrank. Da ist aber leider aktuell gar kein Korn drin, aber dafür so eine Yachtwurst. Und wir haben hier auch so einen Ofen. Da geht der Abzug nicht so richtig. Ja, dafür steht der Qualm so ganz romantisch in den Räumen. Bitte? Ja, Liegeplätze haben wir auch. Ja, stundenlang, solange Sie können. Hallo? Ja, hallo? Ja, das können Sie hier. Nein, ich stelle keine Fragen. Heute Abend schon, so eilig? Kleinen Moment, ich muss eben mal in den Kalender gucken.
Ja, das geht gerade noch. Ja, das kann ich. Von wo kommen Sie denn? Moin. Moin. Sie kommt gleich. Dann wollen Sie mal so ein bisschen erotisch sein, ne? Ja, sicher. Ja, das ist ja auch was Schönes. Ja, es kommt drauf an, mit wem. Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht mit der Falschen erotisch ist, denn ist das ja auch eine einzige Quälerei und man weiß gar... Oder was meinen Sie? Ja, da sagen Sie was. Sind Sie eigentlich verheiratet? Das interessiert mich mal so. Ja, natürlich. Ja, schön. Ja, es ist ganz wunderbar. Was macht sie denn jetzt? Ja, sie telefoniert. Wahrscheinlich mit ihrem Mann. Na. Ja, das kann dauern. Hier ist ein Funkloch. Ach du liebe Himmel. Lass das doch. Komm, Corinna, komm jetzt. Ja. Schätzchen. Hallo. 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 Ja, nu? Ja, zeige ich Ihnen das hier mal. Hier ist die Toilette, aber da brennt kein Licht, das sage ich Ihnen gleich. Das kann man auch nicht so gut sauber machen, wenn da kein Licht brennt. Aber das brennt nun mal nicht. Ja, dieser Geruch hier, der hat mit der Landwirtschaft nichts zu tun. Das ist irgendwie noch die Jachtwurst im Kühlschrank. Also das Ganze hier ist jetzt die Küche. Sie können sich hier auch gerne mal einen Kaffee aufschenken, vielleicht für zwischendurch. Oder auch Gemüse essen. Das ist die Pilze im Waschbecken, die da wachsen, die sind nicht zu essen. Sie können aber auch... Mir leid, Liebes. Wir treffen uns auf dem Friedhof in Quinksil in einer halben Stunde. Ja, bis gleich. Hab, glaube ich, vergessen, die Pflanze zu gießen. Und du, was machst du hier? Das geht dir gar nichts an. Du machst hier doch irgendwas. Ja, ich bin ja auch wer. Aber nicht hier, hier ist Brackelmann wer. Und ich bin sein Vertreter, also bin ich praktisch Brackelmann. Und das sage ich ihm, wenn er wiederkommt. So, also hier sitzt ihr dann immer so, ne? So Brackelmann und Atsche. Und dann hängt ihr was aus, ne? Ich kann dir das mal zeigen. Ich sitze immer da. Und er sitzt da. Oh, aber wenn du Braggelmann bist, dann musst du auch so denken wie er, ne? Ja, natürlich. So macht er immer, ne? Kurt Brackelmann, ne? Ja, natürlich. So, jetzt pass mal auf hier, Braggelmann. Nur damit das mal klar ist hier. Diese Ambiente hier, das muss hier aber mal was abwerfen, ne? Besonders wenn du nicht da bist. Interessant. So redest du mit Brackelmann? Ja, normal. Das geht hier jetzt aber mal ab wie beim Erlentrittich, Braggelmann. Das wird hier mal so ein Nest für Verliebte, wie bei Vögeln. 50 € eine Stunde und dann können die Leute hier aber mal so ein bisschen Spaß haben mit der Erotik, bis der Maler kotzt. Aber warum sind die denn dann eben abgehauen? Ja, das weiß ich doch nicht. Du bist doch Brackelmann, du weißt doch immer alles besser. Vielleicht hat es ihnen nicht so zugesagt. Ja, toll, Brackelmann. Toll. Und warum? So redest du mit Kurt Brackelmann? Ja, normal. Ich rede noch ganz anders mit ihm. Das kriegt ihr nur nicht mit. Ich zeig das auch nicht immer so. Ich wusste das wirklich überhaupt gar nicht. Ich kenne mich drin nicht so aus. Ich hatte ja immer so draußen Erotik. Echt? Oft? Andauernd. Und du, was weißt du so von der Erotik? Ich muss dann immer an meine Mutti denken. Immer wenn der Futtermittelvertreter kam, aus Bad Gandersheim, ne? Dann waren die immer so Erotisch.
Was haben die denn immer so gemacht? Die rote Klappe. Ja, hallo? Sie wollen mal ein bisschen in Ruhe mit Ihrer Bekannte. Ja. Wann wollten Sie denn? Ja, ich muss es ja planen, weil wir müssen auch mal eine Pause machen, sonst laufen uns ja die Matratzen heiß. Was wollen Sie? Ach, auch noch? Ja, ist gut. Machen wir. Was wollt ihr haben? Ja, so ein Menü. Zweimal, also für zwei, ne? Ja, und dann hier so eine Flasche Dings, Was Sie im Fernsehen immer trinken. Champagner? Ich bezahle das dann auch erstmal. Was habt ihr beide denn vor? Nichts Besonderes. Da ist doch was faul. Na gut, ich schreibe das mal auf. Also, wo waren wir? 1962 Kuba-Krise. 1962. Ja, da habe ich Clara zum letzten Mal gesehen, am Dorfteich. Wir sprachen kurz und ich dachte, hoffentlich merkt sie nicht, wie verrückt ich immer noch nach ihr bin. So, ich habe das jetzt alles aufgeschrieben. Krebssalat mit Gewürzbirnen. Als Hauptgang Schweinemedaillons mit Orangenfeldsalat, Dessert Marzipanmus mit heißen Kirschen. Hm? Ja, ist gut. Okay. Hast du sie noch mal gesehen? Wen? Na, Clara. Nee, warum sollte ich? Deine Geschäftsidee. Jetzt geht mir ein Licht auf. Ja, ich stehe kurz vor der Rettung von der Landwirtschaft. Ja, ihr sahnt ab und ich mache euch hier Freundschaftspreise. Hat ja gerade erst angefangen. Sicher, natürlich. Wir machen trotzdem 50-50. Ja, hier können Sie so ganz natürlich sein. In diesem Ambiente ist an alles gedacht. Wir haben hier auch noch was Schönes so für Sie angerichtet. Das ist nicht nötig, wirklich. Wir wollen eigentlich nur mal in Ruhe alleine sein. Wir sind da, hörst du? Bin ja nicht taub. Ja, also er wird Sie jetzt gleich hier mal so ein bisschen erotisch einstimmen, ne? Und vorher unterhalte ich mich auch immer noch mal gerne mit den Leuten, die hier so die Erotik hochleben lassen. Hallo, seid ihr alle da? Jetzt nicht, Kuno. Aua. Ja, also ich muss jetzt auch gleich wieder raus. Sie können hier gerne ein bisschen Platz nehmen und dann geht es hier auch gleich mit der erotischen Einstimmung an. So, jetzt. Die Liebe ist ja sowas Wunderbares. Habt ihr auch schon davon gehört? Lauter geht das ja wohl nicht, wa? Außerdem bist du viel zu spät. Was ist?
Das ist das Mitternachtsmenü mit Champagner. Die beiden sind doch hier schon vor einer Viertelstunde angewackelt. Ja, ich habe vielleicht auch noch mal was anderes zu Hallo, ich kann euch gar nicht hören. Ja. Wenn zwei Menschen füreinander geschaffen sind, dann ist das die schönste Nebensache von der ganzen Welt. Los jetzt, ich Das komm ist jetzt so selber rein jetzt. einzigartig. Das gibt's nur ganz selten. Bald sind es mehr als verliebte Blicke und die Aufregung, die lässt einen gar nicht mehr los. Man sehnt sich nach Stunden der Zärtlichkeit. Doch irgendwie, da erfährt man, dass der Geliebte schon eine Frau zu Hause hat. Ah, Scheiße! Das hast du extra gemacht. Du willst nur den Preis drücken. Was? Ich kann da genauso gut reingehen wie du. Das ist mein Mann. Er darf nicht mit anderen Frauen herummachen. Ich war doch immer so eine Das ist jetzt alles kaputt. Aber ich will das trotzdem hier hin. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Diese Verkleckerte Soße, willst du noch Geld haben? in Bad Gandersheim und auch nicht irgendwo sonst auf der Welt. Ja, wieso denn nicht, du alte Bratze? Ich meine, lass ihn doch machen, was er will. Such dir selbst einen anderen, dann geht das bei dir vielleicht auch noch mal rund. Ich muss noch mal die Musik anmachen. Wie kannst du nur so was Gemeines sagen, du alte Schnepfe? Hier, nimm das, du blöde Sau. Aua. Und das. Aua. Und das. Aua. Du kriegst du aber da zurück. 20 € kriegst du jedenfalls nicht mehr. 20? Hast du noch alle Zacken am Kamm? Du hattest gesagt, für den ganzen Fraß 20 €. 40, du Armleuchter. 20 zusammen! 40 pro Nase. Ja, aber die Soße war ja übergelaufen. Das ist noch alles gut. Das ist in der Kühlung. Und du wirst mir das bezahlen. Das kannst du mal verrechnen mit meinem entgangenen Nennwert, weil du die Gäste vergrault hast. Ich? Das war ja wohl er mit seinem Puppentheater. Das hat meine Mutti früher immer so gemacht, bevor sie Erotik hatte. Das hättet ihr mal sehen sollen. Wahnsinn. Puppenspiel gehört dazu. Aber doch nicht für erwachsene Leute. Du hast doch gar keine Ahnung von Erotik, Shorty. Du warst doch 5-mal geschieden. Ich habe mich jedes Mal verbessert. Davon kannst du ausgehen. Ich unterbreche euch ungern, aber könnte ich vielleicht ein Gedeck bekommen? Ja. Hier, Nein. Wo waren wir? 1962. Clara. Mein Gott. Bragelmann kommt morgen wieder. Hat vorhin angerufen. war sauber. Was machen wir jetzt mit dem Menü und dem Champagner? Ja, das war's ja wohl. Hast du die Telefonnummer noch? Ja. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch über den Preis reden. Tja, da seid ihr ja nun leider in einer nicht sehr guten Verhandlungsposition. Du willst das mal. Ja, ist gut. Ich habe jetzt mal diesen ganzen Schabotter aus dem Kühlschrank weggebracht. Aber riecht das nicht immer noch hier? Nee. Nein. So. Nun seht mal zu, dass ihr wegkommt. Ja. Kannst du mal mit anpacken, bitte? Er will, dass du mit anpackst. So, das ist jetzt alles A-Point. Gut. Kann man nicht mal dieses rote Licht da irgendwie rausdrehen? Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Hier, was ist denn mit meinem Nennwert hier? 50-50, du hast doch Geld gekriegt vom Bürgermeister. Wir sind quitt. Was? Tschüss. Tschüss. Aber den Nennwert war das jetzt ja nicht so toll. Nee. Aber dafür haben alle gesehen, dass ich auch Visionen habe. Ja, das fand ich schon ganz schön, Atsche. Ja, danke. Und was spielen wir jetzt als nächstes? Ja, weiß ich nicht.
Ja, wirklich nicht? Hör auf, in dir arbeitet das doch schon wieder, das merke ich doch. Ja, in mir ist das auch immer am Arbeiten. Dann gibt es ja eventuell doch noch Hoffnung auf Nennwert. Ja, Hoffnung gibt's immer. Das soll man nicht aufgeben, Kuno. Und wenn das soweit ist, dann geht das aber auch los. Ja,